Ekran! Ekranen geef niet op, als warme waar. Ekran! En ik lood die aan met ons taubteranen. Hier wil we een gouden titan en daarbij God kennen leren. Welkom lieve vriend, welkom to dit programma Ekran. Dankzij dat u van die radio ingeschaltet hebt of op YouTube is. Ik mocht dat dit programma kan worden Tim zijn zijn. En ook dankzij Tammy dat u van jou hier bent. Die was die Geschichte vertellen of die Zeugnis. Dankzij dat u rijdt best dafür. En kost die eenmaal kort voorstellen. Wer is Tammy? Jo, hallo, mijn naam is Tammy Schreuder, Cela de Schreuder. En ik zie seit 2 Monaten woonhaft in Loma Plata. Okay. Mijn man heet Jerry Schreuder en we hebben 3 kinderen. 3 kinderen, lindo. Sehr fijn. Jo, voor die wat ons niet zijn kennen, wat ons im radio hier, we zijn, dit programma wordt niet in Loma Plata, in Scheintul. Mano opgenomen, dat is bij mijn studio Exalta Jesus van David Thijs. Vele kennen dem. Die heeft ons in studio elite en dit gaan we hier opnemen. Dankzij Exalta Jesus ook. En jo, we hebben einfach mal wieder merken, fang mal die Geschichte door aan te vertellen, wo die von dir was anfangen te vertellen. Ich glaube, ich würde einfach anfangen, wo Gott uns mal wacker rütteln deut im Glauben, ja. Dat wir vor 5,5 Jahren als unsere Tochter geboren wird. Im Januar 2012. En 2 Stunden nu geboren wordt, wie aan dat ik wat niet stammet. Wir, als ze geboren wordt, ze zeiden wie gratuliert en je zijn het kind, maar ik zat wie niet richtig. En dan fängt die ganze Reise an, ja, wenn man ist nicht mehr sicheren Grund hat in der Feiten, dann weiß man, dass Gott immer du ist, ja. Ja. So dann war je hadden een kranke kind. Dat we hier rots geboren, die hadden gezegd dat we zijn, maar wanneer war die aan dat we krank, wat passiert dan wieder? Wenn sie nicht wüsste, was das hat, bis das nicht trinken will, dass das bleibt dran Müll und auch nicht wirklich heile dort. Dachte sie, das hat was mit dem Hort zu tun. Aber dann fangen wir erstmal an Test zu merken, ja. Wir dürfen dann nicht in Haus, also erst anfangen selbst zu trinken. Und hadden aber dann Termine al rijden als een zum einmal eher zeetje voor, ja. Wo ging die Geschichte wieder dann irgendwann für ihn Ascension und was war die dann an? Der Test, was wir mussten Ascension merken, weil sie alle Fan bitte der Horttest, weil sie so ein kleines Loch im Hort hat. Aber das war noch schlimm nicht. Dat, wenn sie mit Wasser, wo der Tag ohne Fehlerchen hatte. Okay. Bloß das Problem war, dass sie nicht Wasser, sie nehmen nicht Tee. Okay. En dat wisten ze aber nicht, und was das kann liegen. Ze wie viel im Krankenhaus, aber viel beschreibt, wenn sie schwach hat mit Trinken und sich zu viel verholt, und dann muss sie viel unter Sauerstoff sein, ja. Und bet wie dann, als sie 5 Monate alt wir dann frischen Ascension fuhren, und dann war die an, dass sie ein Leberproblem hat, ja. Okay, nach de bovenop. Ja. En werd ze irgendwo groot operiert oder? Ze heeft keine Operation empfangen. Ze braucht een Wunder. Okay. Er Leber, dat Eva produzieren, ze verbrannt de Nährstoffe in der Städte in dem Körper. Ze was in der Länge, aber sie nehmen nicht an Gewicht. Und sie leiden nicht als Kopfhöhle, nichts. Sie einfach, das ist ein Baby. Ja. Was passiert dann? Sie wird viel durch den Schlauch, kriegt sie viel Mal. Sie hat auch sehr schwer mit Unbefärken, wenn es nach der Luft auch schwach wird. Und sie nicht kann auf dem Regen liegen, wenn es dann klappt das Tee. Sie haben ein paar Mal, wo der Luft war hier geblieben. Aber sie fängt an selbst zu essen. Sie ist 7 Monate wie sie wird. Sie fängt an dicke zu essen. Sie gleitet Säure. Aber als sie mehr als 8 Monate wird, dann fängt sie an mit schwer atmen. Und sie fängt an zu husten. Und als wir dann im Krankenhaus fuhren, dann kriegt sie auch Fieber und die Lunge schildert erfallen und dann starb sie. Dann wie sie am 8 Monate. Sie meist kriegt 8 Monate, ja. Na, das wordt als oudere. Ik kan me niet voorstellen, wenn ich noch nicht ein Kind habe, aber kann mich ein bisschen an, denke ich, das wird nicht leicht gewesen sein.
Nee, dat wie eine Tijd wat ik niemals wem wünscht und wat ich auch niemals mocht wiederholen. Aber dat wie eine Tijd wat ich auch nicht haben mocht verspielt haben. Dat wir einfach, ich sei dat verken selber an einem der Bein von allem was ich hielt wurde, dann ist der beste Platz in Jesu Arme hängen zu bleiben. Und dat wie dat für uns, ja. Zoals ik hier het is het deel nog waar ik los had. Dat diepste wat we voelen kennen, is bij Jezus zijn arms nemen. Ja. En dat is dan ook dag, maar dan schijnt dat ook sehr treurig is, niet zo? Ja. So, du siehst, dort wie eine steht, ihr schon anfangs seht, wie eine steht, wo Gott ihn wach gerüttelt oder abgeschädert hat. Wo schädert Gott ihn zu wach? Oder was passiert in dein jährliches Leben, in den Monaten sind? Erstmal, wie leerde kennen dem Heiligen Jesus eine Person. Dort hij met ons is hier. En dat mij is als zondag te kijken en een programma metmerken en een programma leiden. Dat is niet dat wie wir gläubig, ja. Wie, en ik heb veel in de gemeinde immer met je arbeid, die ik immer schon heb immer vom Harte gedaan. Bloß dat is nog, dat je meer. Du is meer doet als bis das sondische Leben, was ja, ich sage. Ich würd sagen, dass so, dass wir können jeden Tag Rie eten, wann wir wollen, und wir würden auch leben bleiben. Ja. Aber das jeft nach Fleisch und Reins, und dann kann einer nach einem Churrasco oder einem Assalmörker oder Barbecue. Ja. Das schmeckt viel schöner aus, bis jeden Tag Rie Ja. So, und so geht das im Jährlichen auch. Das jeft noch mehr aus, bloß ein kleines Dingchen. Ja. So dann, wo kommt es, dass ihr den Heiligen Jesus als Person kennenlernen? Ich fang an, die Bibel dieper zu lesen mit einem Hunger. Also ich wusste wie mehr, ich brauche das Wort Gottes, das wie meine Nahrung. Und ab eins fangen Dinge an abzudachen. Oh Mensch, das steht hier in der Bibel. Ich habe da einmal gestanden, aber ich habe das nicht erkannt bis nu. En de Heilige Geest is de auteur van de Bibel. So, met am Terp de Bibel lesen is einfach wat ganz anderes als uit menschliche Sicht. Klar, und das ist auch, wenn wir die Bibel lesen mit unserer Kraft oder unserer Weitenheit, dann sind das bloß schöne Geschichten. Ja. Wenn der Heilige Geist die auf einmal abdacht hat, dann waren die so lebendig und so schön. Ja. So, dann lernt sie mehr kennen, dass die dann irgendwas in ihrem Leben verändern, was getan, was ihnen wiederbracht. Erstmal, wir lernen, was mein Gott anbeten. Dass wir am Anbeten nicht bloß stehen und singen, sondern dass wir am vom Herzen anbeten, für wer er ist. Er ist das wird. Und dass dort ans erste Raub ist im Leben am anzubeten, als seine Schöpfung am anzubeten, dem Schöpfer. En daar hebben we dan veel gedaan. Ik krijg nu dem onze dochter starf. Dat is een weg waar God, ik zei allemaal übernatürlich ordentlich mijn hart geheult heeft van den Verlust. Waar hij mij leren dat mijn Ziel, mijn eeuw op arm te huilen en niet op dat probleem. Dat is Petrus aus der Wutter ging. Nicht op een Walletje, sondern op Jezus. En dat is wat mij wirklich komplett mein Hart davon geheult habe. Ja. Einfach, dass ich am Anbeten, dass ich am konzentriere und nicht ab dort, was an mir ramging. Wow. So, wow. Und hij hielt die Hand auch irgendwann an der Bibelschule dann, glaube ich, nur dem, dass mir halt gestorben ist. Ja. Wo ging ihr zur Bibelschule? Ich bet mit den Fashion doll zaten, als wir anfangen mit zu dollen, Menschen, wie Gott uns gehandelt hat, wie uns geheult hat, dann fangen Menschen an uns zu kommen und zu sagen, ich ziehe auch sind da und kostet für mich beten, kostet mich helfen. Einfach viele Menschen, die wir dem Tag gebrochen, ja. Und als wir dann das erste Mal ein Zeugnis geben, dann wird das auch dat viele kommen und ich sehe Gott, wir brauchen eine Vorbereitung, um diese Menschen zu helfen. Laatst uns gehen vorbereiten. Und wir eine Bibelschule in den USA, die uns interessiert, wenn es die praktisch stehen, ja. Also, das ist nicht bis Kapweite, was du liest, sondern du gehst rüt, du liest dort, du hast Fuß, Hand am Wort, ja. Und, aber wir tragen dann erst in Kanada für 2 Jahre, um die Sprache besser zu lernen. Und es ist einfach viel einfacher von Kanada in den States, als mit Visa anzukommen. Ja. So, wie wir sind vielleicht für 2 Monate 3 von den States von der Bibelschule und wir haben dann 1 Jahr aufgeschlossen. Das ist ein ganz separater Kurs, 1-2 Jahre drin ist es, du weißt. Und wir folgten einfach 1 Jahr wie Geld, wir brauchten noch Deutschheilung in unsere Horte und dort wir können einfach praktisch lernen,
wir können eigentlich mit der Hilfe vom Heiligen Geist andere Menschen in diese Heilung bringen. Wow. Wo heißt diese Schule? Der Schule heute, das von der Gemeinde aus, der heute Bethel, Bethel Church, Bethel Gemeinde. Und der Schule heute Bethel Schule des übernatürlichen Ministeriums oder des Dienens. Das ist die Bethel Schule von der übernatürlichen, aber was die Raterkraft von deiner ist. Ja, einfach mit Heiligen Geist. Mit dem Heiligen Geist, ja. Das ist in Redding, Kalifornien, so wie das sagt, so. Sehr schön. So, was hast du in dieser Schule gelernt? Die ersten 3 Monate werden sehr weit ab Salz geholt worden, wo ich noch Wunden, wo ich Verletzungen, wo nach Heilung brauche. Ze door jene die sehr duip, ja. Ich sage, und manche Frauen wird das, ich sage, ich sperre mich, wenn ich habe, aber ich sehe, dass ich alleine auf eine Haut, aber ich sehe, ja. Einfach alles, dort wie eine Atmosphäre der bedingungslosen Liebe, dort du darfst sein, du darfst auf den Dach bringen, was immer du darfst, weißt du, wie keine Scham, du wie keine Verdammung, einfach, das läuft, ja. Und, ja, dann wieder praktisch, wie musste alle auf eine Missionsreise gehen, wie musste auf eine Gasse gehen, das Evangelium verbreiten, für Menschen beten. Wir haben viel Heilung gesehen. Meine Reise in Ecuador, ja, viel einfach praktisch dürft rausgehen und Menschen helfen, ja. Sehr schön. Ich habe mir jetzt mal von der Schule gehört und ich habe hier auch viele Leute von dieser Schule, aber die singen auch viel. So im YouTube an will checken was Bethel Redding, wo schon die Leute finden, sehr schöne Leute. Einige sind in Spanisch, die meisten in Englisch. So, wenn dort für die können sehen, dann ist auch schön. So, wieder nach von deinem Leben, was hast du noch besiegt, bis das eine, was gestorben ist? Ja, wir hatten 2 von vorher, als unsere Tochter ihr Bruder war. Und dann, als wir diesen ganzen Heilungsprozess durch waren, dann voll wie, dass wir noch ein Kind sollen haben. Und wir haben dann noch ein Jung, wir haben 3 Jungs alles Typ. Wow, das scheint zu weiter, was für eine feine Familie Gott uns gegeben hat. Wir können Gott seine Wege nicht ganz verstehen, immer. Aber eindeutig, die sind immer wunderbar, die sind immer wunderschön. Ja. En du fragt mich auch, dass Gott jungt, dass es dort sich nur am Europa hat, ganz dicht beim Heiligen Geist zu sein, ganz nur Jesus zu ran und am zu schreien. Und ich weiß, die waren auch hier im Chaco, aber wo immer die Möglichkeit für Tausende zum Sehen sind. Und zuletzt wollte ich noch fragen, weil als du irgendein mutmerkendes, abbühendes Wort hast für die, die uns zuhören. Erstmal an alle Älteren, je nooit je niet kennen. Jede Minute, jeder Moment. Verken sperrt sich uns dort, die sind eine Last, aber die sind nicht, die sind ein Geschenk Gottes. Und die sind dort durch. Ich sage mal, unsere Kinder sind unsere ersten Jünger. Also da in Jesus zu führen, ist das größte Verreich, was wir können haben, ja, und um nur zu bringen. Und auch im Glaubensleben. Du hast mehr. Der Heilige Geist ist immer mit uns. Jesus schickt ihm in seine Städte. Der ist hier mit uns, der ist in uns. Der ist immer da, dem der wir alle Frauen stellen, dem der wir auch die schwere Frauen stellen, was uns auf dem Herzen liegt. Und der ist dort wichtig. Er macht von uns hier, er macht weiter, was uns auf dem Herzen ist. Okay, Linda, danke schön, Tammy Schreider, für das Mitteilen, für die Mutmerkende Wied. Und ich möchte auch die Leute hier sagen, Seg mehr von Jesus oder vom Heiligen Geist. Das Leben ist nicht bloß, was Reile noch gehen oder zu tun gehen oder in je Wässer tun. Du hast immer noch mehr. Wenn du auch ein Teil weißt von der Bibel, nur deiner Meinung, und ein Teil Erfahrung hast, seg noch mehr. Ja. Les wieder und du wirst große Dinge erfahren. Gottes Segen mit dir und möchtest du ein wunderbares Leben mit Jesus haben und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Dankeschön, dass du von der Auto bist. Wenn du Fragen hast, was mitteilen willst oder ein Zeugnis geben willst, dann schreib uns im WhatsApp noch Meierteken 591 77 88 4479 oder schreib uns im Facebook oder ein E-Mail nur ekran@gmail.com.